Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video in Winterthur. Und genau, nachdem ich jetzt so viel, ich habe natürlich auch viel offscreen gelernt, im TÜV-Fahren, Parkour und Kurven fahren. Nachdem ich so viel geübt habe, habe ich gedacht, du fahr wieder mal einfach richtig durch Winter, und da du heute sowieso frei hast und die ganze Fahrt nicht voll im Vierradverkehr läuft, habe ich gedacht, du fahrst wieder mal ein bisschen in der Stadt, um das Ganze ein bisschen, ja, nicht aus den Augen zu verlieren mit dem Stadtfahren. Und das Ganze nochmal ein bisschen zu repetieren. Und ja, ihr seht trotzdem da ein bisschen, es gibt da trotzdem ein bisschen so Verkehr, ein bisschen. Es ist bis jetzt eigentlich gut gelaufen, jetzt kommt da der Verkehr rein. Ich weiss aber nicht, ob ich jetzt da irgendwie führen ziehen soll. Beziehungsweise, ja, es ist ein bis dort führen. Bis zum Lichtsignal führen stehen die huren Leute. Ich weiss nicht, ob ich jetzt da soll, durchziehen. Ich möchte jetzt überholen, aber das Ding ist einfach, also ich kann wieder erzählen, das Gefühl bei der Polizei. Also ich meine zwei Sachen. Jetzt, wenn ich von der Polizei mit dem TÜV angehalten werde, ich hätte grundsätzlich ein super tolles Gefühl, weil am TÜV absolut alles original ist und ich eigentlich für nichts gebüßt werden, wenn es fair verlaufen, oder? So, natürlich, logisch findet es immer irgendetwas, dann habe ich zu wenig Profil oder dann habe ich weiss auch nicht was. Obwohl der Kennzeichen Halter, der ist auch original. Aber ja, grundsätzlich hätte ich zwar ein gutes Gefühl beim Angehalten werden, aber das kann ich ja sicher safe. Jeder, der schon mal angehalten wurde von der Polizei, der muss das Gefühl kennen. Ihr haltet an, stellt den Motor ab und dann heisst es erstmal Fahrzeugpapier und Ausweis. Oder Ausweis und Fahrzeugpapier oder wie auch immer, welche Reihenfolge auch immer. Geben ihr das raus und die geben es raus und zittert schon. Ihr wisst, es ist nichts, es ist gar noch nicht passiert. Es ist alles gut, ich habe nicht ein Kilo irgendwas im Kofferraum oder so. Alles gut, aber ihr zittert schon wie wahnsinnig. Was aber grundsätzlich die Polizei wird das kennen, das wird wahrscheinlich die Polizei wissen, so, ja komm, wir zittern, das ist bei jedem so. Aber ich denke mir dann schon, Scheiße, was ein Zitterungsfrieden, wie ein Hurenspaß, oder? Und nein, jeder kennt safe das Gefühl. Weil ich habe jetzt schon ein paar Mal abgeben, den Ausweis, und ich habe sonst früher gedacht, ja, es ist wegen dem Alter, weißt du, wenn du 18, 19 bist, es ist wegen dem Alter, dass so zitter ist, aber ich meine, jetzt bin ich 26, vor ein paar Wochen bin ich gelasert worden, habe auch alles zeigen und ich habe auch zittert wie ein, oder? Und darum finde ich es einfach aktuell toll, dass der TÜV so ist, wie er ist. Das ist eigentlich das Auto von mir, wo ich wirklich am serienmäßigsten unterwegs bin. Da ist gar nichts dran gemacht. Gar nichts. Kein Deckel, Öldeckel, kein Schräubeli, kein Spiegel, nicht die Scheiben abgemacht. Kein anderer Kennzeichenhalter, da fährt einer ohne Helm. Nichts, oder? Das ist eben schon das Schöne an dem, wenn ich jetzt da alles original habe. Und da will ich mal schauen, dass ich eigentlich kann ich ein Auto waschen, der TÜV waschen im Rosenberg, aber da vorne ist ja auch schon bald der Wäschstrasse, kann ich auch dort dann waschen. Die scheiß E-Bikes, ich sag's doch, schau mal, wie schnell das die fahren. Also E-Bikes in der Stadt sind schlimmer als Velo in der Stadt, weil E-Bikes können 40 fahren, oder ich weiss nicht, ob mittlerweile E-Bikes auch schneller fahren.
Und wenn du denkst, du musst grundsätzlich eigentlich mit 20 km/h, also eigentlich müsstest du nicht überholst, musst 20 km/h schneller sein. Beim Überholen, so habe ich es gelernt. Ich weiss nicht, wie das heutzutage noch ist. Das heisst, wenn du in der Stadt nur 50 fahren, ist es eine 50er-Zone zum Beispiel, oder darfst nur 50 fahren, und dann hast du ein E-Bike vor dir mit 40, das heisst, du müsstest es mit 60 überholen, würdest 10 km/h zu schnell fahren. Bei den Töffel ist es noch gut, die fahren nur 30, oder? Dort ist es kein Problem, obwohl mich das zeitweise auch nervt. Aber wenigstens kannst du dort ohne irgendeine Anstrengung gut überholen und ohne das Gesetz zu verletzen. Aber bei den scheiß E-Bikes, warum schalte ich es eins, aber ich weiss es auch nicht. Ich weiss nicht, ob ich jetzt einfach hardcore filtern. Und auch da vorne ist die Schmier, oder? Ja, schau, das ist die Schmier. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt gefiltert. Nein, ich kann jetzt auch nicht, weißt du, ich bin immer am Überlegen, bis ich mal filtere, geht es lang. Da jetzt Carwash, das ist das so eine Wäschbox. Nein, ich gehe vorne wo der CC ist. Gehe ich waschen. Cool, dass auch noch im Retourweg zum Strassenverkehrsamt zu gehen, und dann ich dort fahre ich einmal auf Test. Einmal auf Test. Rein, schauen, ob ich alles schaffe und fertig. Eigentlich müsste es gehen, oder? Schauen, blinken, reinfahren. 1,39,9 bleifrei. Ja, ich muss nicht tanken, gestern habe ich in einer guten Tankstelle getankt für 1,34,9. Ich müsste meinen Scheiss-Badge, so einen Badge, Vorzahlerrabatt, also du zahlst, und dann brauchst du eigentlich den Badge. Und du kannst den Badge nur brauchen, wenn du schon Geld draufgeladen hast. Also hast du eigentlich du hast sozusagen im Voraus gezahlt schon, und du kannst einfach das Geld abbuchen damit, oder? Den habe ich schon solange ich das Auto habe, ich habe ihn noch nicht einmal gebraucht. Weil ich immer gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich im Monat mache, oder wie auch immer, wie soll ich denn das aufladen? Aber mittlerweile bin ich so drauf, dass ich so wenig Auto fahre, dass ich das könnte aufladen. Oder beziehungsweise kann man es auch aufladen und man sagt, du, ich habe jetzt eigentlich noch 200 Stutz drauf. Das sollte eigentlich so und so lange, oder es lange, wie ist die gelaufen? Wie ein sauer Model. Was soll ich sagen? Ich habe noch so und so viel drauf, das langt jetzt genau für einmal Ferien, weil wir so und so viele Kilometer fahren. Oder man sagt, nein, es langt einfach verdammt weit, weil ich einfach die ganze Zeit mit dem TÜV unterwegs bin, solange es geht. Also, ja, wie auch immer, oder? Also das ist ein bisschen mein Ding. Und dann, ja, würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander, euer Obscuro 94.